Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Rapport über das Projekt de Loi Nummer 8300 vorzustellen, den die Gesundheit und offizielle Kontrollen am Bereich von den übertragbaren Krankheiten regelt. Das Projekt de Loi hat als Hauptziel die Umsetzung vom Europäischen Reglement 2016/429, der sogenannten Animal Health Law. Diesen Text setzt den Kader für die Prävention, die Überwachung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten und legt die Responsabilität von den verschiedenen Akteuren fest. Zusätzlich setzt das Projekt auch Bestimmungen vom Europäischen Reglement 999/2001 über übertragbare Spongiform Enzephalopathien, da kann ich als Beispiel BSE nennen, auch vom Reglement 2017/625 über die offizielle Kontrollen im Bereich von den Lebensmitteln an der Gesundheitsgesetzgebung. Nationale Plan definiert die zukünftige Gesetzgebung die Regeln für die Durchführung von den offiziellen Kontrollen an anderen Aktivitäten, die zum Ziel haben, die Verdrohung von Krankheiten sowohl zwischen Tieren wie auch dem Tier auf den Menschen zu verhindern und zu bekämpfen. Gesetz gilt für Vieh, Haustieren, Wildtieren, aber auch kein Platz mehr tierische Produkte, deren Nebenprodukte, Installationen, Transportmittel und Equipmente sowie für all andere Elemente, die zur Verbreitung von Krankheiten beitragen können. Kontrolle liegen an der Verantwortung von der Administration luxembourgeoise Veterinär et Alimentaire, der ALVA, die durch das Gesetz vom 8. September 2022 geschaffen wird, unter der Zuständigkeit vom Landwirtschaftsministerium. Die Agenten von der ALVA führen präventiv und routinemäßig Kontrollen durch. Sie haben das Statut von einem Offizier de Police Judiciaire und mussten eine Spezialformation machen, die auch am Gesetz definiert ist. Am Fall, wo sie Schwierigkeiten haben, für ihr Arbeit zu machen, können sie auf die Force Publique zurückgreifen. Neben der Kontrolle hat ALVA auch die Mission, Überwachungs- und Eradikationsprogramme aufzustellen, für deren Krankheiten systematisch zu bekämpfen und ihre Verbreitung zu limitieren. Am Fall von gravierenden Verstößen kann die ALVA Notmaßnahmen holen, wie zum Beispiel die Isolation oder die provisorische Schließung vom Betrieb. Diese Mesuren müssen binnen 48 Stunden vom zuständigen Minister konfirmiert werden und können für maximal 30 Tage verlängert werden, mit der Möglichkeit von 2 Erneuerungen. Das Projekt sieht administrativ Maßnahmen für, wenn Bestimmungen vom Gesetz nicht angehalten gehen. Der Minister kann eine Frist setzen, für die Konformität herzustellen. Und im Fall, wo der Betroffene sich nicht an Regeln setzt, können die Autorisationen suspendiert oder entzogen, respektive Betriebe ganz oder teilweise zugemacht werden. Zusätzlich sind administrativ Geldstrafen von 100 bis 30.000 Euro vorgesehen. Und penale Plan sieht das Projekt Geldstrafen und Prisonstrafen für, die je nach Gravität von der Infraktion können variieren. Am Fall von einer Rezidiv oder Fraude können Strafen bis zum Doppelte erhöht gehen. Für Kleininfraktionen wird den Avertissement-Taxe als zusätzliches Instrument angefordert. Das zu betonen, dass das Gesetz die aktuelle Gesetzgebung aus dem Jahr 1912 auflässt, die nicht mit den europäischen und nationalen Realitäten gerecht wird. Es bleibt auch noch zu sagen, dass das Projekt de Loi 8300 von einer ganzen Reihe von Texten aus mit den Kontrollen an der Landwirtschaft neu geregelt wird. An dem Kader wird auch das Basisgesetz von der ALVA adaptiert werden, dat mir auch haut stimmen und die Stimmen am Detail angehen. Das Projekt de Loi auf den 24. August 2023 an der Chambre deposiert. Den 24. November ist das Projekt an die Kommission verwiesen gehen, für am Detail zu analysieren. Bei unserer Reunion vom 22. Februar 2024 ist die Kommission zu einer ersten Präsentation vom Text übergegangen, und bei der Gelegenheit habe ich das Vertrauen gekriegt, die Rolle vom Rapporteur zu überholen. Am Lauf von weiteren Beratungen gouf das Projekt durch eine Reihe von gouvernementalen Amendementen ergänzt, die den 23. Oktober letztes Jahr an der Kommission präsentiert wurden. Nach der Analyse vom Avis komplementär vom Conseil d'État an der Stellungnahme von den konsultativen Institutionen hat die Kommission den Rapport den 6. Januar angeholt. Neben den 2 Avisen 6. Februar aber letzte Woche. Neben den 2 Avisen vom Staatsrat sind noch 4 andere Avisen angeregt worden. Zum Avis vom Staatsrat, der Conseil d'État hat aus seinem ersten Avis vom 25. Juni 2024 eine Reihe formelle Oppositionen erhoben, für in allem aus juristischer und logistischer Sicht. Das hat zu wesentlichen Präzisionen am Text gefeiert, notamment was die Zuständigkeit vom Minister an der ALVA angeht, die Kursfristen und die Frage von den Sanktionen am Sinn vom Prinzip non bis in idem. Am Avis komplementär vom 20. Januar 2026 konnte der Conseil d'État des Opposition größtenteils abheben. Eine letzte Anpassung betreffend Sanktionierung vom Nichtbezahlen von Taxen von der Kommission überholt. Die Landwirtschaftskammer hat an ihrem Avis vom 25. November 2024
ragin, kummer huet de Projekt am grosse Ganze begräst, gleichzeitig aber op die praktische Herausforderungen hingewiesen, notamment bei den Notmaßnahmen, bei der Transparenz von den Kontrollen, aber beim Festlegen von den Taxen. Das Bedenken sind an Amendementer angeflossen, weil es am Kader vom europäischen Recht möglich wäre. An ihrem zweiten Avis vom 6. Februar weist die Landwirtschaftskammer sich zufrieden, dass die meisten von ihren Doléances berücksichtigt dürfen. Die Kammer ist weiterhin nicht zufrieden, was die Definition von den Infraktionen angeht. Der Kollege Veterinär hat sein Avis den 26. September 2023 aufgegeben, Observationen hat er nicht formuliert. Die Chambre de Commerce unterstützt das Projekt de Loi am großen Ganzen, aber begrüßt besonders Ziel, die offizielle Kontrollen und Zuständigkeit von der ALVA über die verschiedenen sektoriellen Gesetzgebungen heraus zu harmonisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Projekt de Loi 8300 stellt einen wichtigen Schritt für die Gesundheit zu Lützburg auf ein zeitgemäß, kohärent und europäisch konform Fundament zu stellen. Hier stärkt Prävention, klärt Responsabilitäten und trägt zur Sicherheit von der öffentlichen Gesundheit bei. So, da gebe ich zum zweiten Projekt de Loi kommen, den auch Heimat verbunden ist, das ist das Projekt de Loi 8631. An den als eng mit diesem Projekt verknappt. Dieses Projekt hat als Hauptziel, Gesetz vom 8. September 2022 über die Schaffung von der ALVA, der Administration luxembourgeoise Veterinär et Alimentaire, zu ändern. Diese Anpassung steht am direkten Kontext mit verschiedenen Avien, die der Conseil d'État am Kader von mehr großen gesetzlichen Reformen am Bereich von der Kontrollen aufgehen wird, offizielle Kontrollen. Notamment im Zusammenhang mit Kontrolle von Lebensmitteln, Tierfutter und der Tiergesundheit. An diesen Avien hat der Conseil d'État eine Observation von horizontaler Bedeutung formuliert. Die Aufgrenzung von den Zuständigkeiten zwischen der ALVA und dem zuständigen Minister als an den verschiedenen Gesetzestexten nicht immer klar genug. Das kann zu Unterschieden bei der praktischen Ausübung von administrativen Kompetenzen führen. Das Projekt de Loi zielt dafür darauf auf, das Unklarheiten zu beheben, an dem die Attributionen von der ALVA an die vom Minister mehr präzise definiert gehen. Konkret geschieht das durch eine Anpassung vom Artikel 2 vom Gesetz vom 8. September 2022. Das Projekt de Loi sieht auch 4 Missionen von der ALVA, um eine neue Aufgabe zu erweitern. Es geht um die Umsetzung von bestimmten administrativen Aufgaben, die aus dem Reglement 2023/1115 hervorgehen. Das europäische Reglement regelt unter anderem den Import von bestimmten Produkten, die in Verbindung mit der Deforestation und der Degradation von den Böschern stehen. Die Zuweisung von diesen Missionen und ALVA entspricht der Logik des technischer spezialisierten Aufgaben einer kompetenten Fachadministration anzuvertrauen. Dieses Projekt de Loi wurde am 6. Oktober 2025 von der Landwirtschaftsministerin an der Chambre deposiert. Den 9. Oktober ist das Projekt von der Agrarkommission gegangen. Bei der Reunion, die den nämlichen Tag stattfand, hat das Projekt de Loi vorgestellt ging an die Kommission hat mich zum Rapporteur genannt. Den Avis vom Conseil d'État aus den 20. Januar 2026 angeregt ging, an den Avis von der Chambre des Métiers aus der Chambre den 30. Januar zukommen gelassen. Die Kommission hat dieses Avis an ihrer Reunion vom 5. Februar letzte Woche analysiert und konnte den Rapport des 6. Februar anholen. Der Conseil d'État hat aus seinem Avis hervorgehoben, dass die Anpassung vom Basisgesetz zu einer mehr klaren Abteilung von den Kompetenzen zwischen ALVA und dem Ministerium führt. Das ist ein Problem, das wir in Zukunft mit DAX-Werten begegnen, wenn wir Kontrollgesetze von der Landwirtschaft anpassen. Ich komme nach meiner Rede gleich noch darauf zurück. Die Chambre des Métiers hat einen Text an ihrem Avis vom 30. Januar am Kontext von den mehr breiten Reformen am Bereich von offiziellen Kontrollen analysiert. Sie teilt die Feststellung, dass eine klare Aufgrenzung zwischen den Zuständigkeiten von der ALVA und dem Minister essentiell ist, für die Rechtssicherheit zu garantieren und eine effiziente administrative Praxis zu ermöglichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Projekt de Loi 8631 ist eine wichtige Etappe an der weiteren Strukturierung von den Kompetenzen im Bereich von den offiziellen Kontrollen. Hier dreht zur Rechtsklarheit, zur legislativer Kohärenz und zu einer mehr effizienter administrativer Organisation bei. Ich ging da mit CSV gehabt und den für kurz zu diesen 2 Projekten Stellung zu holen. Herr Präsident, wir schwätzen heute über den Gesetzestext, den auf den ersten Blick technisch kompliziert wirkt, den aber an der Realität ein zentrale Pilier für als Gesellschaft durchstellt. Der Schutz von der öffentlichen Gesundheit, der Lebensmittelsicherheit, deren Gesundheit und damit auch wirtschaftliche Stabilität von unserem landwirtschaftlichen Sektor.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist Tierwohl. Gut Haltungsbedingungen, präventiv Gesundheitsmaßnahmen an eine verantwortungsvolle Zucht reduzieren nicht nur das Leid von den Tieren, sondern auch die Risiken von Krankheitsausbrüchen. Für was ist das so wichtig? Weil Tierkrankheiten nicht nur einen Impact auf Tiere haben, sie betreffen auch direkt den Menschen, Zoonosen. Also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen können, können in einer Umstellung eine reelle Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Gleichzeitig haben Tierkrankheiten einen großen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit und auf das Vertrauen der Konsumenten und Konsumentinnen an unsere Produkte. Dabei kommen substanziell wirtschaftliche Kosten. Ausbrüche von Krankheiten können Produktion unterbrechen, den Handel einschränken, Exporte blockieren und ganz Betriebe in Gefahr bringen. Nicht zu vergessen auch die Kosten, die durch Notmaßnahmen entstehen, wie die Keulung von Tieren oder großflächige Restriktionen. Das neue Gesetz setzt genau an. Es will vorbeugen, frei erkennen und sehr proportioniert reagieren. Wie wichtig und aktuell das Gesetz ist, Herr Präsident, gesehen wir, wenn wir rundherum gucken. Nicht mehr spät wie letzte Woche über einen Fall von Fullgrippe zu Schengen gemeldet. Daneben hatten wir in den letzten 2 Jahren zu Lützeburg mit der Blutzungenkrank zu kämpfen. Am Laufe des Sommers 2024 goufen über 1300 Tiere infiziert. Da wird darauf hin eine Impfkampagne gestartet. Zwar als Blutzungenkrank für den Menschen nicht gefährlich, aber für die Bauern feiert sie teils zu starke Verluste bei der Produktion, zumal es Milchleistung und Fruchtbarkeit angeht. Ein Blick an Deutschland stimmt auch nicht gerade optimistisch. Vom Süden her könnte Lumpy Skin Disease immer mehr noch bei uns. Geht der Fall von dieser heiger ausstechender Krankheit entdeckt, muss der ganze Bestand gekeult gehen. Am Südfrankreich sind Bauern ja bekanntlich auf die Straße gegangen, weil ihre Existenz im Spiel steht. All diese Beispiele beweisen, wie wichtig es ist, Tierkrankheiten auf eine effektive Art und Weise zu bekämpfen. Und das auf europäischem Plan, weil Tierkrankheiten machen nicht auf der Grenze halt. Die neue Legislation im Bereich von der Tiergesundheit steht nicht isoliert. Sie basiert auf einem klaren definierten Kader auf europäischem Niveau, nämlich dem Reglement 2016/429. Was das Reglement besonders stark macht, als ein einheitlicher, vereinfachter und transparenter Kader, definiert Ziele, Prinzipien und Responsabilitäten. Im nationalen Plan setzt die vorliegende Gesetzesprojekt des europäischen Bestimmungen um. Hin ersetzt eine Gesetzgebung, die an ihren Ursprung bis an das Jahr 1912 zurückgeht, an dem heutigen Realitäten nicht mehr entspricht. Das neue Gesetz deckt dabei das ganze Spektrum auf, von den Zielen über Kontrollen, Notifikationen, Programme, Registrierung, Zulassungen von den Akteuren bis hin zu den administrativen Maßnahmen. Dalwa spielt dabei eine zentrale Rolle. Dafür doch müssen das Basisgesetz aus dem Jahr 2022 angepasst gehen. Und das ist das Projekt de Loi 8631, den zweiten Rapport, den ich gemacht habe. Die Responsabilitäten zwischen Verwaltung und Minister müssen klar definiert gehen. Daneben kriegt Dalwa am neuen Gesetz weiter Missionen. Sie kontrolliert von der Loi und auch ob Kriterien von der sogenannten Deforestationsreglement angehalten gehen. Die Responsabilitätsverteilung ist zwar per se gut, aber weist aber auch auf ein Problem hin, dem wir in Zukunft noch mehr DAX-Werte kriegen. Der Staatsrat ist nämlich der Meinung, dass neue Missionen nicht nur am jeweiligen Kontrollgesetz müssen angeschrieben gehen, aber auch, an dem Basistext von der Verwaltung. Konkret heißt das, dass wir allkehr auch müssen Gesetz von 2022 an dem Fall auf die Lehrstelle, wenn eine neue Mission dabei kommt. Das möchte ich sagen, definitiv nicht mehr einfach. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz ist ein Gesetz von der Prävention, von der Responsabilität und von der Vision. Es schützt die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, es stärkt Tierwohl und es sichert landwirtschaftliche Produktionen und reduziert wirtschaftliche Risiken. Gleichzeitig verankert es Lützeburg fest an einem kohärenten europäischen Kader, der für Sicherheit und Nachhaltigkeit an den Mittelpunkt stellt. Heimat gehe ich nach Koch von der CSV-Fraktion für dieses Projekt.